Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film Live. Lang habe ich auf Alien Romulus gewartet, lang habe ich mich drauf gefreut. Hallo aus dem Kino. Wie der Film da login ist, da erzähle ich an dieser Episode. So, als Alien Romulus dann lo dat Meisterwerk gehen, wat wir uns alle gut erhofft tun? Nee, das lo nicht. Aber Alien Romulus ist so ziemlich der besten Alien-Film, den wir hinter langem am Kino hatten. Schon mal nach mehr erwartet, schon mal nach mehr Gore erwartet, schon mal nach mehr krass erwartet, nach mehr unheimlich erwartet. Vom Fede Alvarez hätte ich mal eigentlich schon nach ein Schöp drüber erwartet. Die Schöp können recht relativ zum Schluss. Ich will da noch nicht viel wegschulden, aber wir denken es nach mehr dran gewesen. Trotzdem kriegen wir hier pur relativ brutal Szenen. Anständig Gewalt, also wirklich, es gibt platzenweise ekelhaft. Aber worunter hapert es dann lo bei Alien Romulus? Fängt man mal mit dem Negativen ein bisschen an das ist, denke ich, der Pacing. Pacing ist das, was aktuell bei dem Film du am meisten hapert. Es hat einen ganz atmosphärischen Start, bringt dich ganz gut an die Story ran, hängt dann an der Mitte ein bisschen durch. Irgendwann hängt sich der Film mit einer Story ab, die also sagen wir mal so, die Story ist nicht so ultra tiefgründig Weise, dann für die ich mal machen will, dann hängt sich dann ein bisschen dorna ab. Und verbringt so viel Zeit, geht dann relativ zäh, verhältnismäßig zäh an der Mitte, hält aber zum Schluss denke ich Fahrt ab. Wann eben die Alien bis auf der Schaufläche abtaucht, fängt das Ganze doch an, mehr seriös zu gehen, an mehr krass zu gehen. Do kann der Film dann definitiv punkten. Do mit der Geschichte, die fand ich ganz gut gemacht, knappt ganz gut in die Alldeler und erzählt aber eng kleine Geschichte, die aber noch große Auswirkungen kennt unholen. Das fand ich als ganz gut gelesen. Einfach mal ein bisschen Sci-Fi-Horror durchzustellen, ist ihnen das ganz gut gelungen. So, zum Positiven, also zum absolut Positiven, ist halt wirklich die Optik von dem Film. Die Special Effects sind absoluten Wahnsinn. Der Xenomorph geht richtig gut aus Szenen gesagt. Insgesamt die Weltraumszenen gehen fantastischer Szenen gesagt, grandios gut aus, mischt absolut Spaß dem ganzen Not zu gucken. Und dann haben wir heute Cast, den mal Manner gut aus. Für mich stößt da immensen David Johnson raus, den Android Andy spielt, und den fand ich richtig gut zur Geltung. Den entwickelt so verschiedene Persönlichkeiten oder so mal 2 Persönlichkeiten, und die kann er wirklich wie auf Knopfdruck so umschalten, umswitchen, und das wirklich gut durchstellen, und die Rolle Hundeschim zu 100% aufgab. Der Rest vom Cast ist okay, funktionieren zusammen, stößt aber lo weiter keine raus, wo ich denke, dass den engem lang am Gedächtnis gehen bleiben. Den Andy ist, denke ich, den absolut besten an der Runde und bleibt engem auch am meisten hängen. Für den Rest geht der Film ganz seriös mit seinen Viergänger mit dem Franchise insgesamt, und kriegt das ganz gut transportiert, kriegt das Alien-Feeling ganz gut transportiert. Ich denke, der Fede Alvarez war den eigentlich so von dem Gewinn, das hat du nach eingekennte Gas gehen, hat du nach mehr brutal gehen, weil ich vermisse zu der Mitte hin ein bisschen den richtigen Sci-Fi-Horror. Ich weiß nicht, ob ich da aufgestumpft sind, mich wird das nicht so begeistert oder so verängstigt, wie das vielleicht hat sollte. Wenn du schon an Evil Dead denke, was hier gemacht hat, das war viel mehr krass, und ich weiß, dass du mehr 100 stößt. Trotzdem ging ich mir aber wünschen, dass der Mann nach einer Chance kriegt, nach einem Alien-Film in Zukunft zu machen, weil, wie gesagt, das ist der beste Alien-Film, den wir hinter langem gesehen haben. Also Potenzial, also auf alle Fall wenn das Franchise kennt man Team ruhig nach weitergehen. Die kennt du nach ein Jahr drauf fahren. Da geht das ganz gut. Trotzdem ist Alien Romulus ein guten Film für bisschen Sommerlach. Aktuell also im Kino bisschen Sommerlach. So richtig viel gute Sachen laufen aktuell nicht, und du stichst Alien Romulus tatsächlich auch raus. Ein Hurzing Schwächen, ein ist nicht das Meisterwerk, was man so hofft. Trotzdem ist es ein guter Sci-Fi-Horrorfilm. Und ich denke, viel mehr geht es dann eigentlich zu dem Film auch nicht mehr zu so, dass ein Film
den mat 2 Stunden absolut Spaß kann machen, wann den Lo den Durchhänger an der Mitte bisschen ignoriert, dann mischt die Film absolut Spaß. Du erzählt mir gerne in den Kommentaren, wie ich den Film gefallen wird, wer eure Lieblings-Alien-Film aus dem Franchise ist. Und dann verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Alien Romulus. Ciao!